Ja, Jesus, das bete ich an diesem Morgen, dass du unsere Herzen weit machst. Ja, dass du diesen Raum einnimmst, den wir dir geben. Wir wollen Raum machen für dein Wort, Raum machen für dein Reden, für das, was du für jeden Einzelnen heute Morgen vorbereitet hast, Jesus. Da machen wir Raum. Ich bete, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Ja, dass du heute Morgen zu uns sprichst und da, wo du redest, da geht dein Wort nicht leer zurück. Ja, dass Dinge aufblühen dürfen. Ja, du uns durch die Worte, wo du mir vorausgegangen bist, ermutigst und ermahnst, ja, dir ähnlicher zu werden, mit dir auf dem Weg zu sein. Amen. Ich stelle heute Morgen eine These auf. Vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht auch nicht. Meine These ist, der Mensch neigt zu Bequemlichkeit und versucht für nahezu jede Herausforderung eine leichte Alternative zu schaffen. Zumindest beobachte ich das so. Wir müssen nicht mehr selbst kochen, wir können auch einfach essen gehen oder uns eine Fertigpizza in den Ofen schieben. Für mancherlei Menschen ist das auch schon Kochen. Wir können uns fortbewegen, ohne dass wir noch selbst gehen müssen. Wir können mit Menschen in Kontakt bleiben, ohne mit ihnen sprechen zu müssen. Wir müssen gar nicht mehr ins Geschäft gehen. Wir können uns die Päckchen auch einfach vor die Haustür liefern lassen. Und wir müssen auch eigentlich gar nicht mehr selbst denken und irgendwas wissen, da können wir einfach Google fragen. Und unsere Mails müssen wir seit neuestem auch nicht mehr selbst formulieren. Dafür haben wir jetzt ChatGPT, oder? Da muss ich sogar gar nicht mehr über Rechtschreibung nachdenken. Perfekt. Also man versucht sich das Leben immer einfacher zu machen. Und ich kenne das aus meinem Leben. Ich suche immer so gute Alternativen, um Anstrengungen aus dem Weg zu gehen. Und manchmal bin ich auch noch am Anfang total ambitioniert, wie zum Beispiel, als ich hier im Kreuzpunkt angefangen habe. Da dachte ich, ja, hier gibt es einen Aufzug. Aber den nutze ich nicht. Nee, wir wollen ja fit bleiben. Also habe ich so richtig mir vorgenommen, ich werde hier nicht den Aufzug nehmen, es sei denn, ich muss wirklich was ganz Schweres transportieren. So. 2,5 Jahre später, heute Morgen, ohne nachzudenken, fahre ich mit dem Fahrstuhl natürlich hoch in den 2. Stock, weil das kommt so schleichend. Vielleicht kennt ihr das so. Also 2 Wochen habe ich das noch gemacht, immer vom -1 ins 3. Stock hochzulaufen und dann irgendwann, jetzt habe ich auch wirklich gestern, Leg Day. Heute nehme ich den Aufzug, nur heute. Und am nächsten Morgen bin ich dann so unfassbar müde, ist auch eine Ausnahme. Und am 3. Tag ist auf einmal mein Arbeitsrucksack so unfassbar schwer, dass, schwere Sachen nimmt man den Aufzug. Und am 4. Morgen denke ich dann schon gar nicht mehr drüber nach und auf einmal ist es meine Routine geworden, weil es ist auch einfach ein bisschen bequemer, sind wir ehrlich. Ich komme nicht keuchend und fleuchend oben im 3. Stock an, sondern das ist halt ein bisschen bequemer, einfach den Fahrstuhl zu nehmen. Kennst du das aus deinem Leben? Nein? Micha, du läufst immer die Treppe, ne? Ja. Könnt ihr ihn später mal fragen. Kennt ihr, oder? Hand aufs Herz. Mir würden so viele Beispiele einfallen, wo ich einfach so viel lieber zu einer leichten Alternative greife. Vielleicht auch gerade so Jahresbeginn, die guten Vorsätze, die man sich macht. Jetzt könnten wir uns über eure guten Vorsätze vom letzten Jahr unterhalten und wie lange die eigentlich so gehalten haben. Wir neigen zur Bequemlichkeit. Und Stefan hat es schon so schön am Anfang gesagt, wir sind in diesem neuen Jahr, starten wir rein in eine Predigtserie mit dem Titel Worte mit Gewicht. Und Stefan kam vorhin zu mir, also was genau jetzt Worte mit Gewicht und Berge, was hat das jetzt genau miteinander zu tun? Heute beschäftigen wir uns mit den Bergen. Und die Frage ist jetzt, wieso schauen wir uns denn eigentlich Begriffe aus der Bibel an? Sabrina hat uns letzte Woche schon über den Exodus erzählt. Micha hat eine spannende Predigt, leider nur im klassischen Gottesdienst gehalten, aber man kann sie, glaube ich, nachhören, ne? Vielleicht
Ja, wenn auf der Webseite über Drachen, also falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, was Drachen eigentlich in der Bibel zu suchen haben, was dieses Wort für eine tiefere Bedeutung hat, könnt ihr das nachhören. Heute geht es um Berge. Wieso? Jetzt aber schauen wir uns diese Begriffe an. Damit haben wir 2 Ziele. Einmal, um eine tiefere Wertschätzung für den Erzählbogen der Bibel zu bekommen. Und zwar glaube ich ganz, ganz fest, dass die Bibel einen roten Faden hat. Und ich liebe es, diese kleinen Gold Nuggets immer wieder zu erkennen, wo dieses Buch, das aus vielen Büchern besteht, von den verschiedensten Autoren geschrieben wurde, über die verschiedensten Zeitepochen, doch so einen roten Faden hat. Und dafür eine neue Wertschätzung schauen wir uns Begriffe an, die sich eben auch durch die Bibel hindurchziehen. Und das Zweite ist es, diese Begriffe jetzt auch noch theologisch einzuordnen. Also was heißt das denn? Wieso gibt es gewisse Motive, die immer und immer wiederkehren? Und da sind eben die Berge ein solcher Begriff, ein solches Motiv, das immer wiederkehrt, wo wir uns heute mit auseinandersetzen wollen. Und vielleicht Berge in der Bibel. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, würde ich behaupten, die kommen wahrscheinlich direkt 1, 2, 3 Geschichten in den Sinn, oder? So, denk mal kurz nach. Berge in der Bibel, verschiedene Geschichten. Bevor wir jetzt aber theologisch in die Bibel schauen wollen, was wir über die Berge lernen können, was das mit uns zu tun hat, ist es spannend, sich vielleicht mal kurz zu fragen, was löst es denn in dir aus? Was ist denn so deine Assoziation mit Bergen, wenn du jetzt über Berge nachdenkst? Warum ist das wichtig? Naja, jeder hat vielleicht eine andere Verbindung damit, einen anderen Blick auf Berge. Zum Beispiel die Niederländer, wenn die über Berge nachdenken, dann ist es vielleicht eher so, das ist der ganze Stolz der Niederlande, die höchste Erhöhung, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben, Walsenberg oder so, nicht, dass er unfassbar, Walserberg, nicht, dass er unfassbar bekannt wäre, der ist sage und schreibe 322 Meter hoch. Und das ist auch noch im Dreiländereck Belgien, Deutschland und Niederlande, also die können froh sein, dass noch so ein Zipfel auch noch in den Niederlanden ist. Also heutzutage gibt es ja das Internet, die können auch noch googeln eben, wie andere Berge auch noch aussehen mögen. Aber ne, wenn ich jetzt einem Schweizer sage, die Berge, dann hat der wahrscheinlich eher sowas im Sinn. Ja? Berge, es kommt eben darauf an, was wir jetzt damit verbinden. Und die Berge in der Bibel sind auch unterschiedlich geformt und unterschiedlich hoch. Manchmal, wenn von Bergen die Rede ist, dann ist da auch eher so ein niederländischer Hügel mit gemeint. Aber eben auch richtige Gipfel und Berge. Über einen spreche ich später auch noch ein bisschen genauer, die bis zu oder über 5000 Meter hoch gehen. Also wir reden hier nicht nur von Hügeln, sondern auch von Bergen. Und ihr Schweizer, ihr seid natürlich die Bergexperten, kann man schon fast sagen. Und ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was verbinde ich denn mit den Bergen? Ich liebe Berge. Wobei, wenn die Frage kommt, Berge oder Meer, dann ist es, glaube ich, doch, ich sage immer so 6:4, 6 eher ans Meer. Aber die Berge liebe ich eben trotzdem auch sehr. Aber Berge sind was schwer Zugängliches. Also da oben jetzt auf diese Spitze rauf zu kraxeln, ist doch eher beschwerlich. Vielleicht gerade eher so die Teenies und Jugendlichen, oh nee, Mama und Papa wollen schon wieder wandern gehen. So, das ist anstrengend, das braucht irgendwie Ausdauer. Vielleicht ist es sogar ein bisschen langweilig, da so seine Schritte den Berg hinauf zu machen. Gleichzeitig sind Berge aber auch was Festes, irgendwie was Beständiges. Die haben was Majestätisches, was unfassbar Großes. Wenn ich in den Bergen bin, dann fühle ich mich, also ich bin eh schon nicht so groß, aber dann fühle ich mich noch kleiner, als ich eh schon bin. Da kommt so eine Ehrfurcht in mir hoch. Berge sind nicht so dicht besiedelt, ist auch ein bisschen unpraktisch. Aber dadurch sind sie so ein unberührter Ort. Ein Ort der Ruhe und der Stille. Gleichzeitig ambivalent, aber auch gewaltig. So, in den Bergen herrscht ein ganz anderes Wetter, unberechenbar. Und wenn man da so in den Bergen ist, dann ist man auch mal schnell schutzlos den Naturgewalten ausgeliefert. Berge lösen in mir Faszination aus. Und das war tatsächlich schon immer oder auch in der Antike schon so. Berge
spielen nicht nur in der Bibel eine Rolle, sondern auch schon bei antiken Völkern waren Berge irgendwie ein besonderer Ort. Da wurden häufig Altäre gebaut, besondere Rituale den Göttern gemacht, Dinge aufgeopfert, weil ganz praktisch fühlte man sich auf einem Berg eben Gott näher, weil man literally höher war, also irgendwie dem Himmel näher. Deswegen waren Berge auch in antiken Religionen schon ganz besondere Orte, transzendente Orte, so zwischen Himmel und Erde, abgesondert von der Erde. So. Und spannenderweise offenbart sich Gott auch in der Bibel, also nicht nur in der Bibel, auch real, aber offenbart sich Gott auf Bergen immer wieder auf besondere Weise. Und wir wollen uns heute 4 verschiedene Berge angucken. Als ich das gestern Flo gesagt habe, war er so, was? Wir schauen uns 4 Berge an, wieso denn das? Wir schauen uns 4 Berge an, die ich ein bisschen random ausgewählt habe, weil ich sie sehr faszinierend finde. Es gäbe noch viel, viel mehr Berge, aber wenn wir uns die alle anschauen, dann wären wir heute Abend noch hier. Und wir wollen uns anschauen, warum ausgerechnet Berge? Warum offenbart sich Gott immer wieder auf Bergen? Und was passiert auf diesen Bergen? Und was sagt dieses Motiv Berg über Gott und über uns aus? Und heute habe ich so ein paar, ich habe vorhin schon Gold Nuggets gesagt, so ein paar, ich finde kein gutes deutsches Wort dafür, Treats, wie auch immer, für was? Hat jemand ein gutes deutsches Wort? Nee. Gold Nuggets. Also, Zuckerlis. Ein paar Zuckerlis habe ich für euch. So für die Bibel-Nerds. Für die so richtig gerne auch so Hintergrundwissen haben. Für euch habe ich ein paar Zuckerlis mitgebracht. Also freut euch. Und zwar, wisst ihr, was ist der erste Berg, der in der Bibel erwähnt wird? Der Ararat. Richtig, der Berg Ararat ist der erste Berg, der in der Bibel erwähnt wird, und zwar in Genesis 8, Vers 4. Wenn wir das schon lesen, dann wissen wir auch, in welchem Zusammenhang. Und zwar, die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 7. Monats. Heute liegt diese Gebirgsregion in der Osttürkei, um uns so ein bisschen geografisch einzuordnen. Und der Gipfel vom Ararat, der reicht bis auf 5137 Meter Höhe. Und hier ist die Arche Noah gestrandet. Die meisten von euch kennen die Geschichte, wie Gott eine Sintflut, also wo es ganz, ganz viel regnen lässt, die ganze Erde war überflutet. Und Gott sagt zu Noah, Noah, bau ein riesengroßes Schiff. Der wusste noch gar nicht, was ein Schiff ist. Noah wusste auch noch nicht, was Regen ist. Bis dahin hatte es noch nicht geregnet. Und der baut ein großes Schiff. Alle halten ihn für einen Narren, dass er das macht. Aber er ist Gott gehorsam, sagt, alles klar, ich baue ein Schiff. Und dieses Schiff wird zur Rettung für Noah, seine Familie und einige ausgewählte Tiere durch das, man kann sagen, das Gericht hindurch, durch diese Sintflut. Und auf diesem Berg stranden sie jetzt also. Ich glaube, oder in meinen Nachforschungen, dass es eine zutiefst prophetische Geschichte, die hier passiert. Das, was auf dem Berg Ararat passiert, ist schon prophetisch voraussagend für etwas, was im Neuen Testament passiert. Wieso? In diesem Vers ist ein kleines Detail, was ich in meiner Bibellese einfach überlesen würde, weil es mich nicht so, kann ich das sagen, nicht so sonderlich interessiert meistens. Und zwar am 17. Tag des 7. Monats. Das sind so Daten, das lese ich, keine Ahnung, was heißt das, halt an irgendeinem speziellen Tag. Jetzt ist aber spannend, wenn wir uns das genauer anschauen, was das für ein Datum ist. Und zwar ist dieser 7. Monat nach dem jüdischen Kalender identisch mit dem Monat Nisan. Das ist der erste Monat im jüdischen Kalender und
So, dann gab es eine neue Zeitrechnung, könnt ihr alles selbst nachlesen. Auf jeden Fall ist dieser Monat, ist der Nisan. Und das heißt, diese Arche ist im Gebirge Ararat am 17. Nisan, kann man so sagen. Nicht 17. Januar, 17. Nisan, dort gestrandet. Im Neuen Testament passiert auch am 17. Nisan ein sehr historisches Ereignis. Und zwar am 15. Nisan wird Jesus Christus gekreuzigt. Das ist am Passafest. Und dann liegt er 3 Tage, ist er im Grab, am 15., am 16., am 17. Nisan ist er wieder auferstanden. Das heißt, wir sehen hier Parallelen, ohne das jetzt überzuinterpretieren und keine Ahnung, aber man kann das nachrechnen. Hey, dieses Gericht über die Welt, die Sintflut, hey, Jesus hat das Gericht über die Sünde besiegt. Und die Arche war die einzige Rettung. So, alles andere ist vergangen. In der Arche war die Rettung. Genauso ist Jesus Christus die einzige Rettung. Und am 17. Nisan, da konnten sie wieder raus, da gab es einen Neubeginn. Und genauso ist es auch mit der Auferstehung von Jesus Christus ein Neubeginn möglich. Krass, oder? Voll schön. Ich liebe es, so Goldnuggets irgendwie zu finden. Hey, auf diesem Berg Ararat, da war eine Möglichkeit für einen Neubeginn. Und vielleicht sehnst du dich auch nach so einem Gipfel des Neubeginns. Einfach nochmal neu starten. Ein neuer Beginn. Dieser Berg Ararat als Berg des Neubeginns. Ich habe euch einen zweiten, sehr metaphorischen Berg mitgebracht. Und zwar ist das der Berg Adonai Jireh. Vielleicht denkt ihr euch jetzt erst, was ist das für ein Berg? Von dem habe ich noch nicht gehört. Wir lesen in Genesis 22, die Verse 1 bis 2. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Eine Geschichte im Alten Testament, die mir immer wieder beim Lesen so einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lässt. Gott sei Dank weiß ich, wie die Geschichte ausgeht und dass Gott Abraham nicht tatsächlich fragt, seinen Sohn zu opfern, sondern dass er ein alternatives Opfer bringt. Aber ja, Gott sagt hier zu Abraham, Abraham, geh in das Land Moria, das ist eine Gebirgsregion. Und Abraham ist letztlich nicht auf dem Berg Moria selbst, sondern Gott sagt, und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also dort, Abraham, werde ich dir einen Berg nennen, wo du das tun sollst. Und Abraham macht das. Abraham macht sich mit seinem Sohn Isaak, seinem einzigen Sohn, seinem kostbarsten, den Gott ihm verheißen hat. Die Erfüllung der Verheißung macht er sich auf den Weg auf diesen Berg, den Gott ihm zeigt, in vollstem Vertrauen, dass Gott gut ist. Im vollsten Vertrauen, dass Gott seine Zusagen hält, ist Abraham trotzdem unerschütterlich gehorsam. Und dann sind sie dort, und ich habe es schon gesagt, praise the Lord, Gott hält, oder ein Engel hält Abraham kurz bevor er die Tat vollbringen will, davon ab und sagt, halt, stopp, nein, sondern da ist ein Widder im Gestrüpp, so, und das wird zum Opferlamm. Gott sorgt für ein Opfer. Aber Gott ist beeindruckt von diesem Glauben, von diesem radikalen Vertrauen und Gehorsam von Abraham. Und Abraham benennt dann diesen Ort, und zwar benennt er ihn folgendermaßen: Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Der Herr wird dafür sorgen. Und vielleicht stehst auch du wie Abraham vor so einem Berg, der riesig erscheint, wo Gott dich ruft, gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen, dass er dafür sorgen wird. Ihm zu vertrauen, dass er dich versorgt, dass er seine Zusagen hält. Ziemlich ungemütlicher Berg. Abraham hat sich auf den Weg gemacht, Schritt für Schritt.
Ich glaube, das waren schwere Schritte. Es war ein sehr anstrengender Weg, den er gegangen ist. Spannend finde ich hier auf diesem Berg des Vertrauens, dass eben Abraham sagt, der Herr wird dafür sorgen. Das war schon nachdem Gott versorgt hatte. Nachdem Abraham den Widder geopfert hat, sagt er dann, ja, Gott wird versorgen. Warum ist es denn in der Zukunftsform, nicht in der Vergangenheitsform? Abraham hätte auch den Ort nennen können, Gott hat versorgt, weil das hat er ja. Und genauso steht dort, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Auf diesem Berg des Vertrauens. Und das Spannende ist, ich habe schon gesagt, es ist im Gebirgsland Moria. Und ein weiterer Berg ist im Gebirgsland Moria im Neuen Testament. Und zwar ist es der Berg Golgatha. Golgatha, der Berg der Erlösung, ist auch in Moria. Ja, Gott wird versorgen. Er wird dafür sorgen und Gott hat dafür gesorgt. Und zwar auf ganz besondere Weise. Und ich denke, vielleicht kennt ihr diese Parallele. So Abraham, der sein Kostbarstes, seinen einzigen Sohn hingeben sollte. Aber nein, Abraham hat es nicht gemacht, sondern Gott hat es selber gemacht. Gott hat das Opfer selbst bereitgestellt. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, sein Kostbarstes, auf diesem Berg der Erlösung. Und Jesus ist auf Golgatha Schritt für Schritt, jeden Schritt gegangen. Und auch das war ein unfassbar schwerer Weg, nicht leichtfertig. Aber er ist ihn gegangen aus Liebe. Auf diesem Berg, ja, der Herr, er selbst wird dafür sorgen. Und vielleicht stehst du auch am Fuße dieses Berges. Ein Berg der Erlösung. Um neu zu begreifen, was eigentlich diese Erlösung bedeutet. Dass da wirklich einer Schritt für Schritt gegangen ist. Aus Liebe zu dir. Und für mich ist das unbegreiflich. Immer wieder unter dieses Kreuz zu kommen und das wirklich anzunehmen. Ich muss dafür nichts leisten. Ich muss es nicht erbringen, sondern es wurde schon erbracht. Und das ist echt. Jesus liebt mich. Ich war es ihm wert. Und vielleicht stehst du 2026 neu vor diesem Berg, neu zu begreifen, ich bin erlöst. Da ist einer, der hat es schon vollbracht und ich begreife die Liebe nicht. Ich begreife sie nicht. Ich kann das Kreuz nicht verstehen. Neu in diese Liebe einzutauchen und sie tiefer zu verstehen. Es gibt so viele andere Berge, wo Unglaubliches passiert ist. Der Berg Sinai, wo Gott seinem Volk die Gebote gegeben hat, einen Bund mit ihnen geschlossen hat, ja, ihnen eine Anleitung gegeben hat für die Stiftshütte, den Ort der Begegnung mit Gott und dann die Parallelen zu wieder einem Berg, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Dazu habe ich eine Predigt vor ein paar Wochen gehalten, ja, um da einfach die Linien aufzuzeigen, die immer wieder auch in der Bibel sind. Der Berg Karmel, wo Elia sich ein Battle mit den Baalspropheten gönnt und einfach Gottes Macht zeigt, in dem Feuer vom Himmel fällt. Der Berg der Verklärung, wo Jesus mit 3 Jüngern ist und ihnen erscheinen Elia und Moses und spannender Punkt, Petrus sagt, ja, hier ist es so schön, lass uns hier bleiben, Hütten bauen. Aber sie bleiben nicht auf dem Berg. Das, was sie erlebt haben, sie nehmen es wieder mit runter, tragen es raus in die Welt. Ja, der Berg der Seligpreisung und letztlich auch der Berg Harmagedon, wo wir in der Offenbarung lesen, wo die letzte Schlacht stattfinden wird. So viele spannende Berge. Aber ich habe mich noch für einen entschieden, den wir uns genauer anschauen. Und zwar ist es der Berg Zion. Zion. So ein Wort, das hat man irgendwie schon vielleicht häufig mal gehört. Der entwickelt sich theologisch sehr in der Bibel. Und die erste Erwähnung findet es in 2. Samuel 5, Vers 7. Und da steht, David aber eroberte die Burg Zion. Diese Burg Zion, es war eine Festung von damals den Jebusitern in der Stadt Jerusalem. Und
David erobert diese Stadt und dann wird es zur Davids Stadt und sein Sohn Salomo. Wir erinnern uns, David wollte einen Tempel bauen, aber nicht er hat den Tempel gebaut, sondern sein Sohn Salomo hat auf diesem Berg Zion einen Tempel gebaut. Und dann weitet sich dieser Begriff aus und theologisch ist damit dann letztlich irgendwann auch das Reich Gottes gemeint. Aber dieser Berg Zion, der wird zum Ort der Gegenwart Gottes. Hier erbaut Salomo Gott den Tempel und wir lesen, und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Herrn, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. Es war nichts in der Lade, nur die 2 steinernen Tafeln, die Mose am Horeb, dem Berg Sinai, hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus Ägypten gezogen waren. Wieder etwas, was auf einem Berg passiert, wo Mose die 10 Gebote erhält und jetzt auf einem anderen Berg diese Bundeslade ins Allerheiligste getragen wird. Und was passiert dann? Wir lesen es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen. Da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt diesen Tempel und das Allerheiligste und der Tempel werden zum Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Hier zu diesem Berg pilgern immer wieder die Menschen, um Gott zu ehren, um Gott zu begegnen. Tatsächlich sind da 3 Feste, wo immer wieder die Menschen hingepilgert sind zu dem Tempel, zum Beispiel das Pessach, das Laubhüttenfest und Pfingsten. Und dabei haben sie, wir erinnern uns ans Wandern, vielleicht kennt ihr so Wanderlieder. Ja, und genauso hatten die damals auch Wallfahrtslieder, die sie gemeinsam gesungen haben auf dem Weg hin zum Tempelberg. Und ich habe mir die mal ein bisschen angefangen durchzulesen. Und das ist mega, wenn man auf einmal so im Kopf hat, die sind am Pilgern, die sind am Singen. Und zwar pilgern die gerade zu diesem Ort, zum Berg Zion. Das sind Psalm 120 bis 134. Vielleicht liest du mal diese Wallfahrtslieder genau unter diesem Gesichtspunkt. Und ich fand es so schön, die zu lesen. Und einer ist mir ganz besonders irgendwie eingefahren. Also 2, der andere kommt später noch. Und zwar Psalm 122, Vers 1, da singt David: Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lass uns zum Haus des Herrn pilgern. Hey, da ist eine richtige Vorfreude. David kann es kaum erwarten und sie singen gemeinsam: Oh, ich habe mich so gefreut, als meine Churchies, keine Ahnung, kamen und gesagt haben: Hey, wir gehen heute zusammen in die Kirche. Ey, da habe ich mich so gefreut. Yes, wir gehen dahin, da wo die Gegenwart des Herrn ist. Wie schön, oder? Und vielleicht spürst du auch diese Sehnsucht in dir. Ja, ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach diesem Ort der Gegenwart. Gott zu begegnen. Das ist der Berg, der vor mir steht und der Gipfel, der so unfassbar weit weg wirkt. Weil Gott wirkt auch so unfassbar weit weg. Gott wirkt irgendwie fern. Und das ist diese Sehnsucht in mir, wieder dahin zu pilgern, wo ich Gott erleben kann, diesen Ort der Begegnung, den Ort der Gegenwart Gottes. Und vielleicht kannst du mit David irgendwie einstimmen. Ja, ich freue mich auf diesen Ort. Ich freue mich auf diese Gegenwart des Herrn. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Meine Botschaft ist nicht so, Leute, zieht euch eure Schneehose an und eure Wanderschuhe und sucht euch mal den nächstbesten Gipfel, vielleicht auf die Längere. Wer der Gegenwart Gottes noch ein bisschen näher sein will, der muss noch irgendwo in die Innerschweiz fahren, wo noch höhere Gipfel zu erklimmen sind. Nein. Ich glaube nicht, dass es die physischen Berge sind, wo wir irgendwie Gott auf besondere Weise begegnen. Und ich glaube auch nicht, dass uns das die Bibel irgendwie vermitteln will, dass wir jetzt diesen kosmischen Ort suchen und irgendwie auf die Berge gehen. Auch wenn ich glaube, dass es keine schlechte Idee ist, durchaus an die frische Luft zu gehen und sich zu bewegen und auch wir Gott in der Schöpfung erleben können. Also auch nichts dagegen, irgendwelche Gipfel zu erklimmen. Aber wieso Berge? Wieso sind es denn jetzt diese Berge? Und ich glaube,
Das kann verschiedene Metaphorik haben und verschiedene Bedeutungen, warum das jetzt gerade Berge sind. Aber eine Sache, die ist mir persönlich in der Vorbereitung irgendwie super wichtig geworden. Und das habe ich eigentlich am Anfang schon vorweggenommen. Wir neigen zur Bequemlichkeit. Und auf den Berg hochzugehen, das ist ziemlich unbequem. Das braucht Ausdauer, das ist anstrengend. Und ja, heutzutage gibt es Gondeln, wo man mit Gondeli da irgendwie hochfahren kann, aber nicht jeden Gipfel kann man mit einer Gondel erklimmen. Und einen Berg hochzugehen, das wirkt vielleicht im ersten Moment ziemlich überwältigend, wenn man so vorm Berg steht und hochschaut. Und ja, dann braucht es die willentliche Entscheidung, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen. Aber wir sehnen uns eben nach einem Quick-Fix. Geht das nicht noch einfacher? Geht es nicht noch schneller? Nein, ich glaube, auf einen Berg zu gehen, das ist auch anstrengend. Und das braucht auch was. Und vielleicht stehst du 2026 vor einem solchen Berg. Berg der Gegenwart Gottes. Das ist der Berg Zion. Vielleicht stehst du im Jahr 2026 vor einem solchen Berg. Vielleicht ist es für dich der Berg des Neubeginns. Du sehnst dich ganz, ganz, ganz fest nach einem neuen Start. Einfach so ein fresher Start, let's go, dass irgendwie die Jahreslosung für dich zur Realität wird. Siehe, ich mache alles neu. Du bist so, ja, ich stehe am Fuße dieses Berges und ich sehne mich danach, etwas neu zu beginnen. Aber das Ding ist, etwas neu zu starten, dafür muss auch etwas Altes zurückgelassen werden. Da musst du dich vielleicht Schritt für Schritt auf den Weg machen, weg von dem Alten, eben hinein in das Neue. Vielleicht ist es für dich der Berg des Vertrauens oder des Gehorsams, wie bei Abraham, wo du merkst, ja, Gott ruft dich eigentlich zu etwas und sagt dir, hey, ich bin ein Gott, der versorgt. Ich werde dich versorgen. Aber solange du an dem festhältst und versuchst selbst für dich zu sorgen, Melli, da kann ich dich nicht versorgen. Du musst loslassen, damit deine Hände offen sind zu empfangen von Gott und tatsächlich zu erleben, er ist dein Versorger. Und im Gehorsam Schritt für Schritt genau das zu erleben, was Abraham erlebt hat, dass Gott auf wundersame Weise eben selbst dafür sorgt, dass er seine Versprechen hält und seine Zusagen hält, dass er dich versorgt. Vielleicht ist es für dich der Berg der Erlösung. Ja, wieder neu die Liebe von Jesus zu begreifen und zu verstehen, zu ergreifen. Und du merkst, du versuchst irgendwie durch deine Taten, durch deine Werke besser vor Gott dazustehen und kannst es gar nicht richtig glauben, dass da einer aus Liebe sich für dich hingegeben hat. Vielleicht ist es der Berg der Gegenwart. Du fühlst dich sehr fern. Sehr fern. Und du merkst, du sehnst dich danach, wieder neu an diese frische Quelle zu kommen von Gottes Gegenwart. Und es wirkt vielleicht so fern und so weit weg. Ja, dann ist es dran, Schritte zu gehen, in diese Gegenwart tatsächlich Raum zu machen, Zeit zu schaffen. Ja, Gott das zu geben, was in unserer Zeit am kostbarsten ist, Zeit und Aufmerksamkeit, um neu in seine Gegenwart zu kommen und da Schritt für Schritt immer wieder treu die Gegenwart Gottes zu suchen. Was ist dein Berg? Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Berg, keine Ahnung. Aber ich will dir jetzt gleich Zeit geben, dir zu überlegen, was ist vielleicht auch der Berg, vor dem du 2026 stehst. Und dir auch ganz konkret zu überlegen, so du sehnst dich nach dem Gipfel. Du sehnst dich danach, da oben schon zu stehen, den Weitblick zu haben. Bist du denn auch bereit, die Schritte zu gehen? Schritt für Schritt für Schritt auf den Gipfel. Und bist du auch bereit, dass der Weg vielleicht manchmal steinig und schwer ist? Dass es vielleicht auch Zeit braucht. Dass man nicht gerade, ich suche die Gegenwart Gottes und zack, ich setze mich einmal hin. Er war nicht da. Hat nicht geklappt, okay. Nee, sondern wirklich dem Zeit zu geben.
ja, dass auch Vertrauen irgendwie immer wieder neu eine Entscheidung braucht, immer wieder neu das Ja braucht, Schritt für Schritt auf diesen Berg, auf diesen Gipfel zu gehen. Alte Muster zurückzulassen. Und das Schöne ist, noch einer dieser Wallfahrtspsalm-Verse, Psalm 121, wo steht: Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist die Zusage, die Gott gibt. Und Stefan hat so schön gesagt, ne, wir müssen da nicht allein hochlatschen, sondern Gott, der geht mit uns, Schritt für Schritt. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Und er macht sich mit uns auf den Weg, wenn wir Ja sagen. Wenn wir Ja sagen, ja Gott, ich gehe, auch wenn es mich was kostet. Ich gehe, auch wenn es anstrengend ist. Schritt für Schritt. Und du bist an meiner Seite. Und nimm dir jetzt, bevor wir gleich wieder in den Lobpreis starten, einen Moment Zeit, das zu benennen. Wirklich klar zu benennen. Was ist vielleicht dein Berg? Und dir dann mit Jesus gemeinsam zu überlegen, was ist der Weg, um mit ihm gemeinsam den Gipfel zu erklimmen.